hat er geseufzt. Ich befreie dich. Du hast mein Leben gerettet, jetzt rette ich dies, hat Nils beschlossen. Aber der Adler hat schon gar nicht mehr zugelassen. Als Nacht geworden ist der Nils vorsichtig aufs Dach vom Käfig geklettert und hat dort herumschrauben, fielen und sagen. 5 ganze Nächte hat er so gewerkt, bis das Dach vom Käfig ein bisschen aufbrechen konnte. Gorgo, Gorgo, hat er in die Dunkelheit vom Käfig abgeflüstert. Du bist frei. Der Gorgo hat gestaunt. Er hat seine grossen Schwingen ausbreitet, sich schnell den Nils auf den Rücken gesetzt und zusammen sind sie durch die kühle Nachtluft glitten. Es war eine sternenklare Nacht und der Nils hat sich so frei gefühlt wie schon lange nicht mehr. Wo die Sonne schon hoch am Himmel gestanden ist, haben sie endlich im Schatten von einer Baumkrone rasch gemacht. Das Sonnenlicht ist fröhlich über die Wipfel getanzt. Der Gorgo hat am Nils sogar von einem nahe gelegenen Bauernhof ein Stück Brot geholt und der Nils hat es mit grossen Bissen verzehrt. Gorgo, hat er geschmatzt, während er den letzten Happen abgeschluckt hat. Von wo kennst du eigentlich Daka? Der Gorgo hat sich auf einem hohen Ast gesünnelt. Er hat den Nils lang angeschaut und schlussendlich gesagt: Die Akka ist meine Mutter. Deine Mutter? Der Nils hat sich fast an seinem Brot verschluckt. Nicht meine richtige Mutter, aber sie hat mich großgezogen. Sie hat mich im Adlernest weit oben auf dem Adlerfelsen in Lappland entdeckt. Meine Eltern sind von den Menschen verjagt worden. Wenn die Akka sich nicht um mich gekümmert hätte, wäre ich heute wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Und dann? Der Nils ist aus dem Staunen fast nicht mehr rausgekommen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich doch lieber allein als Adler durch die Welt ziehen und habe die Wildgänse verlassen. Aber die Akka habe ich nie vergessen. Oh. Das war alles, was der Nils vorgebracht hat. So, komm, wir müssen weiter. Der Gorgo hat sich kurz geschüttelt und dann den Nils aufsteigen. Wo gehen wir jetzt hin, Gorgo? Hat er gefragt. Bist nicht so eine Gewundernase. Nils Holgersson, du musst warten. Hat der Gorgo gelacht und sich in die warme Nachmittagsluft erhoben. Ankunft im Sommertal. Der Gorgo und der Nils sind weit übers Land geflogen. Der Adler war unermüdlich, aber der Nils hat schon ein bisschen gähnen und ihm sind die Augen immer wieder zugefallen. Da hat der Gorgo den Nils ganz sanft zwischen seine Krallen genommen. Nicht, dass du mir vom Rücken gehst und ich dich wieder suchen muss.